Madame Minister. Vielmals merci, Herr Präsident. Große Merci und Madame Weider und Rapportrice an noch Rogit Verein, den zu diesem Projekt de loi geschwert hat, einen großen Merci für die ganz große Zustimmung. Heimat dagin definitiv als Konsumenten gestärkt, und ich meine auch, so wie man den Weltfrieden gesagt hat, die Betrieber, die nicht richtig machen, stärken wir auch den Mattag. Wir gehen dem Konsument, das ist ja empowering, wir empowern den Konsument, dat den sich kann aktiv an der Transition wert beteiligen, für dat durch sein Kaufverhalten die Transition unterstützt und noch die Betrieber unterstützt, die an der Richtung funktionieren, die das praktizieren. Unter anderem durch bessere Informationen über das Haltbarkeit, über die Reparaturmöglichkeit. Und auch da sind ich froh, ich kann zu sagen, dass wir demnächst werden das Projekt de loi zur Umsetzung von der Direktive Right to Repair werden deposieren, und die werde ich dann natürlich auch direkt an die Kommission vorstellen kommen. Dass auch mehr wie einmal gesagt gehen, das, was auf der Verpackung steht, soll auch im Prinzip dann noch so gemäht gehen. Ich gebe ein Beispiel, was nach gesagt hat, dass das CO2-neutral fliehen zum Beispiel. Ich habe mich immer gefragt, wie kann den CO2-neutral fliehen? Wir haben immer Kerosin, und ich weiß nicht, ob der CO2-neutral ist. Meistens ist das dadurch erklärt, dass ich so viel Beem pflanze, dann ist das zurückgerechnet. Das geht nicht mehr. Das muss in der Schule so sagen, wir unterstützen oder machen eine unterstützende ökologische Transition, an dem es mal Projekte unterstützen, wo Beem gepflanzt gehen. Also es muss mehr transparent gehen, für die Klienten nicht irre zu feiern. Und das ist das, für was dieses Projekt de loi so wichtig ist. Das ist aber nicht alles neu. Die irreführenden Praktiken und Publizitäten, die wären im Prinzip auch losche verboten. Hier geht es noch ein bisschen mehr konkret. Und dafür ist es auf der anderen Seite auch wichtig, wenn etwas ein bisschen geändert wird. Da stellen sich auch, und das ist auch für viele Redner gesagt gehen, für viele Betriebe, Fragen, wie sitzt sich das? Dafür hatten wir auch am Vorfeld zu dem Gesetzesprojekt, wie wir geschrieben haben, der einen Seite natürlich mit der ULC Kontakt, aber auch mit den verschiedenen Berufskummern Kontakt, für zu gucken, wie können als Servicer die Betriebe helfen, die gerne sich wollen, konform setzen. Also wir müssten noch nicht nur den Konsument empowern, sondern auch die Betriebe empowern. Und dafür haben wir Workshops organisiert, die werden alle ganz gut besichtigt. Und dann zusammen habe ich mit den verschiedenen Berufskummern noch festgehalten, dass wir ein praktisch Fisch und ein Checklist für Sommer publizieren für die Betriebe, dass sie können gucken, sind ich konform oder sind ich nicht konform, was muss ich machen, und dass wir eine komplette Leit auch für die Betriebe für den September ausschaffen. Das wird für einen gesagt gehen, Vorteile von diesem Gesetz, sowohl für die Konsumenten wie auch für die Professionellen, weil wir bekämpfen das Greenwashing, hat Madame Lehner das stärkt darauf angegangen, Vertrauen vom Konsument muss gestärkt gehen an den ökologischen Marketing. Er muss sich können darauf verlassen, und dafür will ich auch hier vielmals Merci so für Ihren Einsatz am Bereich vom Konsumentenschutz. De Professionelle soll gefördert gehen, für dat durable Produkt als Service offriert. Und dafür nachher ganz großen Merci, da Madame Welfring op hier Lächfro will ich so, und ich sitze im Steuer am Ökonomieminister zu summen, an der schwätzen wir das durch. Ich alle Merci.